was für eine Körperhaltung das man einnimmt, hat einen recht starken Einfluss auf, wie man sich selber fühlt. Ja. Um in der Praxis das umsetzen. Wenn ihr einen Vortrag habt und vielleicht ein bisschen aufgeregt sind oder wenn ihr ein schwieriges Gespräch habt, dann könnt ihr das so nutzen und vielleicht mal schnell ins Badzimmer gehen und schnell für 2 Minuten die Pause heben und schauen, was es mit euch macht. Ich glaube, ganz generell darf man das so betrachten, was für eine Körperhaltung das man einnimmt, hat einen recht starken Einfluss auf, wie man sich selber fühlt. Ja. Und das sehe ich auch im Tierreich, finde ich das noch interessant, dass sogar bei Reptilien oder sogar bei Vögeln du das auch wahrnimmst. Wenn du dich selbstsicher fühlst oder aggressiv, nimmst du viel mehr Platz ein, als wenn du dich verunsichert fühlst. Mhm. Ein Hund, der Angst hat, zieht den Schwanz ein. Ja. Eine Katze, die aggressiv ist, macht vielleicht einen Buckel und probiert sich grösser zu machen. Stellt noch die Haare auf. Voll. Oder Ja. zum Beispiel auch eine Kobra. Wenn sie aggressiv ist, tut sie so auffächern und nimmt viel mehr Platz ein und sagt quasi, hey, ich bin da.